Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse, FC Bayern Talk, wie auch immer, zum Bundesligaspiel beim ersten FC Köln 1:0 gewonnen. Ja, nicht schön, aber erfolgreich. Ich denke, darauf können wir es einordnen, können wir uns einigen, denke ich. Ja, erste Halbzeit war echt okay, aus meiner Sicht. Erste Halbzeit war ganz gut. Jetzt nicht super überragend, aber es war okay. Ja, wir haben die Kölner haben uns halt den Gefallen getan und haben versucht hochzupressen, haben versucht selber das Spiel zu machen und ja, wir haben die Räume dank Harry Kane in erster Linie, aber auch Laimer, auch die eine Weiterleitung von King war gut, sehr gut ausgenutzt. Ja, wir haben leider nur ein Tor gemacht. Ja. Und das auch nur dank Harry Kane, der da richtig stand. Viel zu wenig. Ja, müssen wir uns nichts vormachen. Zweite Halbzeit, ja, war es super langweilig. Sag ich euch, wie es ist aus meiner Sicht. Es war super langweilig, es war ein Einschlaffußball, es war, ja, das, was wir machen mussten. Ja. Warum ich trotzdem dann damit nicht d'accord gehe. Also erstmal, ja, das ist natürlich legitim. Also nochmal, ich fange mal anders an. Erste Halbzeit, wie gesagt, erste halbe Stunde, dann hat Köln sich ja auch hinten reingestellt. Da haben sie umgestellt, ja, zu viele Chancen zugelassen. Irgendwann wäre das zweite und dritte gefallen, wahrscheinlich erste Halbzeit. Von daher haben sie dann mit 2 oder 5er und eine Viererkette sich hinten reingestellt. So, dann haben wir das Fußballspiel komplett sein gelassen, haben den Ball nur hinten rumlaufen lassen. Fand ich völlig legitim, es steht 1:0. Die Kölner ziehen sich erstmal zurück, was sollen wir da dumm anrennen und irgendeinen Konter reinlaufen. Ja, hätte ich auch nicht gemacht. Also erste Halbzeit, da die 10 Minuten oder was das waren, zum Ende hin, fand ich das völlig legitim. Zweite Halbzeit, ja, war das für mich nicht mehr legitim. Es war klar, dass Köln aufmacht die letzten 10 Minuten. Das, was noch im Tank war, nach vorne wirft, das war jetzt nicht so viel, ehrlicherweise. Nichtsdestotrotz, wir haben es schon oft genug erlebt. Ja, irgendein dummes Handspiel, ein individueller Fehler, irgendeine dumme Ecke, ein dummes Foul und dann Freistoß und dann steht es 1:1. Warum man dieses Risiko genommen hat, verstehe ich nicht. Ja. Geht in meinen Kopf nicht rein, warum man so eine zweite Halbzeit gespielt hat. Ja, klar, kannst du argumentieren, ja, alles gut, wir haben nicht mehr gemacht, wie man muss, ein Pferd springt nur so hoch, Blasels, kennen wir alles diese Phrasen. Nochmal, es hätte nur eine dumme Aktion gebraucht, ja, die zum Glück nicht da war, ja, hier, klopfen wir auf Holz. Warum man trotzdem dieses Risiko nimmt, verstehe ich nicht. Und da sind wir dann noch beim nächsten, ich verstehe nicht, wie sich ein Tuchel da in der Pressekonferenz da hinsetzt, da rumheult. Ja, alle Länderspiele und so viel Stress, Blasels. Und dann spielen 90 Minuten die gleichen Geigen durch. Sorry, habe ich auch kein Verständnis für. Gerade zweite Halbzeit, ja, na klar, hinten haben wir keine Alternativen. Verstehe ich, war auch gut. Ja, hinten die Viererkette war stabil. Köln hat sich aber auch nicht gefordert. Aber warum man dann nicht mal vorne, bei den Leuten, die irgendwie keine Akzente mehr setzen konnten, die ganze zweite Halbzeit nicht, da nicht mehr durchtauscht, I don't know. Geht in meine Birne nicht rein. Ja, du hast genug hungrige Spieler draußen. Allein, dass ein Schuppo heute aufgelaufen ist für Müller, ist eine absolute Frechheit in meinen Augen. Ich kann mit dem Schuppo nichts anfangen. Sorry, Leute, der Typ ist für mich, das ist nicht Bayern-like, Alter. Ja, er war heute nicht so schlecht, aber allein, was der vergeigt hat, da wieder, also beim besten Willen, Leute. Erste Halbzeit hätte dann jemand anders gestanden. Ich glaube, wir hätten 2 oder 3 Tore gemacht, aber hätte Fahrradkette, weiß man nicht. Ja, ich weiß es nicht. Wie viel Aktion hatte Schuppo, Alter? Ja, also du hast mehr von Harry Kane gesehen als von Schuppo, obwohl Schuppo der Zehner sein sollte. Zweite Halbzeit war dann gar nichts mehr zu sehen, bis auf einen guten Pass. Den hat er wirklich gut gespielt auf Reeboy, der durchgegangen ist. Das war's aber auch. Ja, warum der Typ da 90 Minuten durchspielt, I don't know. Ja. Warum Coman und Sané durchspielen, I don't know. Ja, gut, die waren beide nicht schlecht, logisch. Aber nehmen sie doch raus. Spätestens zur 70. Bring doch mal frische Leute.
Ja, vielleicht machst du dann das zweite. Du musst ja gar nicht dafür offensiver werden. Wir haben das Spiel ja im Griff gehabt. Ja, war kontrolliert offensiv, gut offensiv. Ich weiß nicht, ob wir zweite Halbzeit überhaupt irgendwie mal eine einigermaßen Torchance hatten, abgesehen von den Lattenkopfball von King. Ja, aber bring doch einfach mal neue Leute rein, damit die Gegenspieler einfach auch mal sich neu umstellen müssen auf irgendeinen anderen Spieler. Ja, habe ich nicht verstanden. Ja, ist ja nicht so, als wenn keine draußen saßen. Es saß ein Müller draußen, saß ein Tell draußen, selbst ein Gnabry, ein Kretzig. Leute, es ist ja nicht so, dass keiner draußen saß. Ein Guerrero saß draußen. Hätte es halt auch mal bringen können. Goretzka und Kimmich war heute nach vorne nischt. Ja. Kimmich noch ein bisschen auffälliger nach vorne wie ein Goretzka. Ja, ansonsten waren sie sehr kontrolliert, viel oder fast ausschließlich quer und nach hinten. Ja. Ja, wenn das die Taktik ist, alles gut. Möchte ich gar nicht kritisieren. Ja, ich glaube nicht, dass das von den Spielern auskommt. Ich denke schon, das wird irgendwie eine Vorgabe gewesen sein. Alles gut. Ich habe auch Verständnis dafür. Nach einer Länderspielpause tun wir uns immer schwer. In Köln tun wir uns schwer. Alles fein, gehe ich komplett mit. Ja, aber warum man dieses Risiko nimmt, ich verstehe es nicht. Wie gesagt, ein zweites Tor hätte die Sache beendet, dann wäre gut gewesen. Vielleicht hätte Köln dann sogar nochmal aufgemacht, dann hättest du das dritte und vierte nachgelegt. Ansonsten wärst du auf der sicheren Seite gewesen. Ja, ich meine, es ist gut gegangen. Ja, von daher können wir nichts kritisieren, aber verstehen muss ich das dann trotzdem nicht, warum man dieses Risiko nimmt und warum man dieses Risiko nimmt, ohne zu wechseln. Also geht in meinen Kopf nicht rein, diese ganze. I don't know, mittlerweile ist das so, was der Tuchel auf der PK erzählt, kannst du dann genau vom Gegenteil ausgehen. Ne? Weiß ich nicht, schwierig. Aber gut. Es ist, wie es ist. Das ist meine Meinung zum Spiel. Schauen wir uns mal die Statistiken an, dann sage ich ein bisschen was zu den Spielern. Und dann ist das hier heute eine schnelle Nummer. Also, 0-1, X-Goals übrigens 0,5:3. Chaka. Ballbesitz 31:68, Abseits 1-1, Fouls 6-4, Zweikämpfe gewonnen 41:59, Schüsse aufs Tor 1-5, Schüsse insgesamt 6-21. I don't know, wo wir 21 Schüsse haben. Weiß ich nicht, vielleicht jede Ecke, die dann nicht Richtung Tor ging, zählt dann auch als Schuss oder was. 3:12 Ecken, wo eine mal ein bisschen ansehnlich war, der Rest Müll. Kommen wir gleich noch zu. Angekommene Pässe 267, 687, Flanken 11, 10. Schüsse insgesamt, Choupo 2, Coman 1, Sané 2. Ja, da sieht man schon, Choupo 2 Schüsse, kein Tor. Starke Leistung. Ja, Zweikämpfe, Opa 10 gewonnen, Coman 9, Goretzka 6. Ballkontakte 135, Kim 129, Mazraoui 124, Upa. Gefoult werden, wie immer, schenken wir uns. Ecken waren heute wieder gar nichts. Eine war ein bisschen gefährlich, ja. Warum jetzt neuerdings ein Kimmich und Sané nach außen gehen und dann dreimal der Ball reingeschlagen wird von Sané, weiß ich nicht. Sie ist ja trotzdem kein Spieler mehr aus der Mitte raus. Es stand trotzdem noch ein Kölner da. Außer wenn das Ding in die Hose geht, dass ein Kimmich in der Mitte fehlt, dass ein Sané auch in der Mitte fehlt mit seinem Speed. Wilde Geschichte. Habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Ja, einmal haben sie dann kurz gespielt. Ich frage mich nicht, ich weiß nicht, warum man das Risiko eingeht. Habe ich nicht ganz verstanden, aber muss ich auch nicht. Ja. Gut, Noten heute neuer sehe ich bei einer 3. Ja, hat eine gute Parade gehabt. Ansonsten 2, 3 Aktionen, die er für das Level von Manuel Neuer auch so handhaben muss, wie er sie gehandhabt hat. Also von daher alles gut. Conny fand ich heute eigentlich mit den auffälligsten Spieler bei uns. Sehe ich bei einer guten 3. Hat auf seiner rechten Verteidigerpose, die er gespielt hat, nicht wirklich viel zugelassen. Fairerweise muss man sagen, dass er nicht gefordert war. War aber sonst aber auch der Antreiber. Ja. Und auch der manchmal die Lücken gestopft hat, gerade nach so einer Ecke, wenn da noch Tova war in unserer Ordnung. Ansonsten war Conny schon der viel versucht hat. Der auch versucht hat mitzureißen und so. Mir hat er gut gefallen. Opa sehe ich auch bei einer 3. Ja, Opa war stabil. Wir haben es auch bei den Zweikampfwerte gesehen. Ne? Ich habe keinen großen Fehler gesehen vom Opa. Vielleicht mal ein Fehlpass, der nicht ganz so gut war, aber ansonsten war er stark. Ne?
Aber nochmal, unsere Abwehrreihe war auch nicht gefordert heute wirklich. Mazraoui fand ich auch überraschend gut. Auch als linker Verteidiger hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch keine großen Schwächen gehabt. Aber auch da, so richtig Defensivleistung können wir nicht wirklich beurteilen. Aber hat sich viel auch mit nach vorne eingeschaltet, hat mir gut gefallen. Sehe ich auch bei einer 3. Minjay sehe ich auch bei einer 3, auch wenn er so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen unauffälliger war heute, hat aber dann eher auch die klaren Pässe gespielt, ja. Hat mir gut gefallen. Ansonsten Kopfballduelle ist eh sein Metier und ansonsten auch eher so defensiv waren wir halt. Wie gesagt, die erste halbe Stunde hat Köln ein bisschen was versucht, danach war Köln offensiv nicht mehr zugegen. Selbst dann die letzten 5 Minuten haben sie kaum, ja, zweimal waren sie mal in Richtung Strafraum unterwegs. Das war alles. Also von daher, was wollen wir da groß die Abwehrleistung beurteilen? Goretzka, ja, Leon hat es schwer gehabt. Auch die erste halbe Stunde war jetzt nicht so super auffällig, wo wir Raum hatten. War eher heute eine Doppel-6 neben Kimmich. Was heißt eher? Es war eine Doppel-6. Ja, und danach, wenn der Gegner so tief steht, ist das einfach nicht Goretzkas Spiel. Punkt. Ja. Brauchen wir nicht weiter argumentieren, denke ich. Jeder, der Leon kennt, ja, das ist nicht Leon sein Spiel, ist völlig überflüssig. Ja, tut mir leid für ihn. Es ist dann einfach nicht sein Spiel. Hätte man halt meiner Meinung nach allerspätestens zur 70. Minute auswechseln können und hätte man Guerrero bringen können, wenn der nicht in der Lage gewesen wäre, hätte den Kretzig bringen können. Bei Köln war offensiv nicht zugegen. Ja, es war nicht nötig, dass da eine Doppel-6 steht. Meiner Meinung nach. Aber gut, am Ende des Tages haben wir 1:0 gewonnen und ja, die ganze Chose gibt dem Trainer recht und da ist es auch egal, was meine Meinung ist oder was eure Meinung ist am Ende des Tages. King fand ich gute erste Halbzeit, zweite Halbzeit Nummer 1, 2, 10 gehabt. Ja, eine gute 3 sehe ich da auch. Kimmich sehe ich, Goretzka würde ich auch bei einer 3 sehen. Vielleicht eine etwas schwächere 3, eine 3-. Kimmich würde ich eine glatte 3 geben. Aber auch nicht wirklich, weiß ich nicht wirklich fit gefühlt irgendwie, genauso wie Leon, irgendwie alles so gehemmt heute. Egal, auch die erste halbe Stunde, da hat er auch noch so 1, 2 Klopper drin gehabt, der Kimmich. Wurde dann heute aber auch gut gedeckt von Köln, Köln hat es ganz gut gemacht. Ja, hat 1, 2 Bälle verteilt, aber ja, ansonsten war Kimmich heute auch nicht stark, aber war so, ja, sehr defensiv gestellt heute alles irgendwie. Ja, und okay, ich sehe ihn bei einer 3. Sané würde ich mit als auffälligsten Spieler sehen, mit dem Leimer zusammen, gerade was vorne anbetrifft, aber auch King hat ein paar gute Aktionen gehabt. Sané würde ich auch mal eine 3+ sehen. Ja, Schuppo für mich in der 3-, wenn nicht sogar eine 4. Ja, er hat 2 Chancen gehabt, hat er keine von gemacht. Hat einen guten Ball auf dem Dingens gespielt und in der ersten Halbzeit einen guten Ball, ja. Aber das war's. Ansonsten ist das Spiel an ihm vorbeigelaufen. Da war nichts mit mal fallen lassen, so wie es ein Harry Kane getan hat oder sonst was. Komisch fand ich, dass Harry Kane sich fallen lässt an der Mittellinie, spielt den Ball dann nach vorne und ist dann noch vor an Choupo-Moting im 16er. Also da habe ich mich dann gefragt, wofür der Choupo auf dem Platz ist. Also der war da heute irgendwie nur zu großen Teil Statist. Also ein Harry Kane hat um ihn herum und dann noch vor ihm gespielt. Also ganz wild. Keine Ahnung. Ich erwarte vom Choupo einfach mehr. Ist aber auch einfach nur, keine Ahnung. Vielleicht sehe ich ihn ein bisschen zu schlecht, vielleicht seht ihr ihn ein bisschen besser, was völlig okay ist. Harry Kane sehe ich heute auch bei einer 3. Ja, erste Halbzeit war er ja mit Sané der auffälligste Mann. War teilweise wieder 10er, teilweise 8er. Ja, weil mit dem richtigen 8er haben wir heute irgendwie nicht gespielt. Hat das gemacht, was Harry Kane macht, stand da gut, hat das Ding da reingeschoben, das war keine große Kunst. Hat aber zweimal Sané richtig stark eingesetzt, ich glaube, ein King auch einmal. Ja, das war die erste halbe Stunde und nachdem Köln sich zurückgezogen hat, war das Spiel gelaufen. Leider, ja. Danach haben wir von Fußball nicht mehr viel gesehen, auch von unserer Seite aus. Von unserer Seite nochmal, ich verstehe das, dass man
nach Länderspielreise und so. Die tun es immer schwer, dann wieder reinzukommen. Und gegen Köln tun wir uns auch immer schwer, die letzten Jahre in Köln und so weiter. Verstehe ich schon, dass man dann defensiver anfängt. Und wie gesagt, die erste halbe Stunde hat es ja auch geklappt. Ja, wir haben genug Chancen gehabt, genug Räume gehabt. Du musst einfach das zweite machen, wenn nicht sogar das dritte. Wiederhole mich da nochmal, auch wenn man dann das Ende der ersten Halbzeit nimmt, völlig legitim, dann sich da die Eier zu schaukeln, den Ball hintenrum in der eigenen Reihen zu halten, finde ich völlig legitim. Zweite Halbzeit finde ich es da ein bisschen schwierig. So, da bleibe ich auch bei. Ja, und vor allen Dingen, dass keine Wechsel kamen. Gar kein Wechsel. Hier, da ist ein Strich. Ja, Strich. Ja, daher Note für Tuchel, ja, Note 3, weil wir haben gewonnen. Ja. Hätten wir es 1-1 gespielt, hätte er Note 6 gekriegt. Hätte er dann auch auf seine Kappe nehmen müssen, aber ist ja zum Glück nicht passiert. Aber warum man dieses Risiko eingeht, ich verstehe es nicht. I don't know. Es geht in meinen Kopf nicht rein. Tell, Pavlovic, Müller, Saar, Guerrero, Gnabry, Davis, Kretzig. Und Ulle auf Ersatzbank. Nochmal, dass man die Defensive nicht unbedingt durchwürfelt, verstehe ich. Goretzka war leider überflüssig zweite Halbzeit, weil Köln so super tief steht, dass ein Goretzka mit seiner Spielweise einfach null Impact hat. Du hättest einen Pavlovic bringen können, du hättest einen Kretzig bringen können, du hättest einen Guerrero bringen können, du hättest selbst einen Müller bringen können, als eine offensive 8. I don't know, warum man das nicht getan hat. Ja, und die Außen, ich denke beide, so um die 70. spätestens, hättest du die einfach auch mal tauschen können. Ja, auch da hast du genug Alternativen gehabt mit dem Kretzig, ein Tell, ein Gnabry, selbst ein Davis, selbst ein Guerrero, Müller, also I don't know. Ich weiß es nicht, vielleicht wird die Frage in der PK nach dem Spiel kommen, würde mich freuen. Ja, aber ansonsten, wir haben es ja souverän gespielt. Ja. Ja, wir haben die letzten, da hätte es auch nochmal ins Auge gehen können, die letzten paar Minütchen. Aber ansonsten haben wir es routiniert runtergespielt. Das muss man ja auf der anderen Seite auch sehen, ja. Aber nochmal, wenn man die Leistung der letzten Wochen sieht, finde ich schon fahrlässig, sich darauf zu verlassen, dass das bei uns so läuft, wie es gelaufen ist. Aber gut, wie gesagt, der Erfolg gibt dem Trainer recht. Wir haben 1-0 gewonnen, alles ist gut. Schweres Spiel für die nächsten Spiele, die anstehen. Können wir ja noch mal einmal einen Blick reinwerfen. Da warten ja ein paar Knaller, ja, die kommenden Wochen. Kopenhagen ist jetzt noch mal ein bisschen Showlaufen, würde ich sagen. Das Ergebnis spielt nicht wirklich eine Rolle. Allerdings wollen wir uns natürlich in der Champions League auch keine Blöße geben. Und erst recht nicht unsere Serie reißen lassen, denke ich, mit Gruppenspielen, die man nicht verloren hat. Dann Union, das wird spannend zu sehen sein, ob der Trainerwechsel bei Union jetzt fruchtet. Dann Frankfurt, dann in Manchester United, dann Stuttgart, dann Wolfsburg. Ja, für alle diese Spiele gilt auf jeden Fall, dass eine Leistungssteigerung kommen muss zu heute. Ja. Vorteil, gut, Union vielleicht stellt sich hinten rein, vielleicht auch Kopenhagen, dass die eher auf Konter lauern. Frankfurt vielleicht auch. Das ist auch eher so eine abgewichste Mannschaft, die das kann. Manchester United denke ich nicht. Stuttgart kann das auch nicht. Wolfsburg könnte das aber auch. Also man sieht schon, und das ist dann eine andere Qualität, als es beim 1. FC Köln der Fall ist. Ja. Von daher, es werden interessante Spiele werden. Was mir gut gefallen hat heute, oder was man ein bisschen herausheben muss, ist ja die Mannschaftsleistung mit 1, 2 Spielern als Abstriche. Aber ansonsten haben alle Spieler mit nach hinten gearbeitet. Wir haben heute eher defensiv gedacht, anstatt eher offensiv, was okay ist, denke ich. Das hat mir ganz gut gefallen, dass dann auch wirklich alle mit nach hinten gearbeitet haben. Auch so ein Leimer, wer als Rechtsverteidiger hat sich ein bisschen dann mehr auf die Rechtsverteidigerposition konzentriert, wohl gerade so die erste halbe Stunde, wo Köln noch versucht hat, Druck zu machen und nach vorne zu spielen. Und das war okay. Und was ich jetzt genau von dem Spiel halten soll, wo ich es einordnen soll, kann ich euch nicht sagen. Es ist jetzt keine Fortsetzung der letzten 3 Spiele, denke ich. Es ist aber auch kein Rückfall in die ersten 11 Spiele. Es ist halt ein Spiel nach einer Länderspielpause von 2 Wochen. Von daher sollten wir das so
hinnehmen. 1:0 gewonnen, Arschlecken. Leverkusen muss jetzt in Bremen erstmal nachziehen. Und dann schauen wir mal, wie wir die kommenden Spiele reinkommen. Ne? In diesem Sinne, Leute, das ist meine Meinung. Wie immer, haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Es wird hier wieder, ich reagiere auf eure Kommentare, Video hier kommen. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Dann tschüssi.